Wir machen schon österreichweit Tattoo Convention und in Graz hat es bis dato noch keine gegeben. Und jetzt wurde das eigentlich mehr oder weniger von der Bevölkerung schon angeregt. Und bevor es irgendjemand anders macht, haben wir gesagt, ja, dann machen es wir, wie wir es eigentlich auch schon Wels, Wien, Kärnten und so weiter betreiben wir das schon. Und somit haben wir uns entschlossen, das auch in Graz zu probieren. Wie viele Besucher erwarten Sie jetzt übers Wochenende? Also wir haben unsere Erwartungen relativ niedergeschraubt, nachdem jetzt am gleichen Wochenende ACDC ist, das verlängerte Wochenende, alle ein bisschen ans Meer schon wollen und so weiter. Aber man muss sagen, es ist derart gut angekommen und übertrifft allen unseren Erwartungen. Unser Mario Abad ist ja geborener Grazer, ist der Starlight hier bei uns und er ist ausgewandert nach Amerika, ist drüben ganz groß geworden, ist bei uns hier in diesem Wochenende als Starlight und als Star. Und man sieht es, wie die Leute hinzugehen. Und wir haben hier Bankdirektoren und in jeder Klasse, von Arbeitern bis zu den Direktoren, Ingenieuren. Und es gibt überhaupt keine Grenzen mehr in dieser Beziehung. Sie kennen die Szene in den USA. Was ist anders in Europa? Ich glaube, dass die Szene 5 Jahre circa hinten ist von Amerika. So, Europa hat noch was kommen. In Amerika, das sind schon 5 Jahre weiter vorn mit den Artisten und alles drum und dran. Das ist ein größerer Amount von Tätowierer durchs ganze Land. So, die haben viel mehr innovative Sachen in den USA derzeit, als sie in Europa haben. Die Tätowierszene in Österreich war immer sehr gut. Ich meine, die Österreicher sind immer im Vorfeld vom Tätowieren seit 20 Jahren. Wie unterscheidet man einen guten von einem schlechten Tattoo-Künstler? Ich glaube, das ist im Kunden sein Eindruck. Ne? Der Kunde entscheidet das. Das kann ich nicht entscheiden. Wir können nur für die Technik gehen. Wenn die Linien richtig sind und wenn die Farbe richtig drinnen ist und die Schatten richtig sind, dann für uns ist es okay. Ich glaube, der Kunde muss sich aussuchen, ob diese Art von was der jeweilige Tätowierer macht, ob das Richtige ist für ihn. Heute haben Sie das schönste Tattoo ausgesucht mit 2 anderen Kollegen. Gibt es da irgendwelche Kriterien, Richtlinien oder entscheidet man ganz subjektiv? Nein, also die Richtlinien sind, wie die Linien sind, wie die Farben sind, wie die Schattierungen sind, wie das Placement ist, wo es ist, wie das Design selber ist, die Composition von dem Ganzen und dann schauen wir, wie alles zusammenpasst und dann jeder von uns hat unterschiedliche Punkte genommen, was wir praktisch nicht herzahlen. Und am Ende rechnen wir es aus und dann schauen wir, wo wir sind. Sie haben sich gerade ein Tattoo stechen lassen. Wie lange haben Sie überlegt? Also das Motiv suche ich schon seit Jahren und überlegt, nicht lang, eigentlich 10 Minuten. Und wieso gerade heute? Weil das Motiv passt. Und wie lange hat es gedauert? Das Tätowieren selbst, 2,5 Stunden. Hat es wehgetan? Ja, schon. Aber erst mit der Zeit. Also. Wie viel das Tattoo ist das bei Ihnen? Das 4. Ich habe schon ein Tattoo und ich hätte gerne das ergänzt, also mehr draus gemacht. Und wie lange denken Sie schon darüber nach? 2 Jahre. Um das Motiv zu finden oder? Sich zu trauen, sowas zu machen, ja. Nach welchem Kriterium haben Sie den Tattoo-Meister ausgesucht? Noch die Fotos, was ich geschaut habe, also wie die tätowieren. Und ja, Sympathie auch, muss schon da sein. Na kaki način postane človek tetovator? Pa tetovator postaneš tak, kad rabiš vedeti risati, pa potem se učiš tetovirati. Pa rabite to zanimati. Če te ne zanima, nikoli ne boš dobro delal. Če te pa zanima, pa potem pa boš se naučil kak tak. Je obvezno, da ima mojster tetoviranja tudi sam tatuje? Pa 99% mojstrov ima tatuje, ampak 1% pa se najde pa kaj nima. Koliko tatujev pa ste že v teh dneh naredili? Ne vem točno številko, ampak vsake 10. In kaj prevladuje, barvni ali črno-beli? Pa črno-belo.